Zola, welkom to dit programma. Dit is Gedanken uit Gottes Woord met mij, Mr. John Peters, voor de nächste 15 minuten. We worden vandaag Psalm 23 bekijken, Bill 3. Great love, it picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. Amen. So, ik heb me gewild. Ik geloof, God heeft het wat gelegd. We worden voor de nächste Mierenboodschappen hier op dit programma, waar we de Psalmen bekijken. Wat is een psalm? Well, de psalmen, dat zijn einfach, op plottisch gezegd, Lieder. Dat zijn Lieder van vrijheid, Lieder van lieden, Lieder van gunsten sogar. De helft van de 150 psalmen, die zijn van een man geschreven, de koning David. En David was zo dicht bij aan God, zo nauw te God zijn hart. En de schrift zegt ook, de schrift zegt ook dat David wie een man nu God zijn hart. We kunnen een mens dollar opheven en dollar loven als met hij weer. Een man nu God zijn hart. Hij had een verlangen naar God. Hij had een lief voor God. En hij weer dicht bij aan God. En wanneer je dicht bij aan God bent, dan is je nog maar iets schaden te doen. Zo hast je maar iets geschaad te God. De kost. God kan het goed verdrijven. God weet dat je zijn vriend. Jezus zegt, ik ben niet plus geen meester, ik ben geen vriend, zegt hij. En een vriend kost vertrouwen, den kost alles vertrouwen, dan blijft hij die nog. Hij heeft omgekeerd, een ware vriend, dat is zo'n wat die ganz kent. Dat Goede, dat Slechte, niets aan Goede, niets aan Slechte. Die kent die ganz en dan blijft hij die nog. Dat is een vriend. Ons God kent ons van een wat boven, hij heeft ons gemerkt. En hij heeft daar nog een lijf voor ons, maar weet je wat, niet plus een lijf, maar hij gleich ons. Kost daarom hart laten inzinken. God heeft niet bloß een lijf voor die, hij gleich die. Hij wil die. Hij wil wat van die. En zo, entschuldige, ik wil hier een beetje water drinken. De psalmen zijn iedermaal waar David zich gescheerd uitspraakt. Meer ziet een Iva, meer ziet wat. En dan weinig komt dat twee, wat wo de lijf is, wat wo de vrede is. En zo, we waren niet alle 150 psalmen bekeken. Dan wir hier sehr lang. Wir waren vielleicht eine Dutzend oder so von den Psalmen bekijken, wo Menschen das alles bekannt mit sind. Und wir passen das nicht, weil wir würden mit Psalm 23 anfangen. Wir waren von der Anfang mit dem, das können auch mehrere Botschaften geben. Aber ich will anfangen mit sein, dass ich Psalm 23 kann auswendig auf Hochdeutsch sein. Ich habe den auswendig gelehrt auf Hochdeutsch. Die kosten vielleicht ook iets weinig, kosten wel ik met mijn hoofd met zijn. Ik had hem op Engels geleerd en ik dacht van der zo, ik wil hem mal proberen op Spanisch te leren. Dat wil je fijn zijn voor het verstand, ook voor het hart. Alright. En dat jetzt is dit. Der Herr is mijn Hirte, mir wird nichts mangeln. Weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Erquicket meine Seele. Führet mich auf rechter Straße seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest einen Tisch für mir im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dat is de 23e Psalm. En je wil me bloß moeten blijven en vertrouwen op radio. Dat ik had het weinig gezegd. En die van jullie wat mir op video zijn kan, über YouTube, die kan vielleicht alle zijn. Ik had kunnen bleden voor me gehad. Dat wir Psalm 23 niet weinig gezegd. We hebben mal teruggaan in den ersten Vers. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Op Plottisch gezegd, der Herr ist mein Schubhord, oder mein Hord, mir wird nichts fehlen. Was Übersetzung sein, mir fehlt es auch nichts. Und wir werden ein klein bisschen den Vers bekijken. Wir wohnen, leben in einer Kultur, wir leben in einer Welt, wo wir so ein Ding haben, nicht so? Wir leben in einer Welt von Amazon. Ich werde in Schätze 3 Sinn auf Subis Lichtbalben bestellen an Amazon. Und die werden Dienstag ab Mittag werden die auch bei meinem Haus. Das ist sehr handig. Diese Balben, die habe ich irgendwie. Das werden eine besondere Art Balben, Amazon heute. Und so wir sind gewohnt, Handigkeit, wenn uns was fehlt, wir bestellen dort. Wir nehmen die Kreditkarte, wir fahren mit Karten, Geld und so weiter. Wir leben in einer Welt, wo alles zu haben ist. Sachen, Dinge. Es gibt sogar eine Krankheit, sagen sie, das nennt sich auf Englisch Hoarding Sickness. Ein Hoarder auf Englisch, das würde auf Deutsch vielleicht sagen, das ist ein Collector. Der hält alles, der schmiert nicht weg, der viel Kimmel, was im Garage sells, der verkauft nicht. Alles, was er hat, das bei dem viel wird, oder wie das ist besonders eine Krankheit, man früh ist, und das ist besonders eine Krankheit in den States, weil wir haben hier so viele Sachen, so viele Dinge. Und dann ist der Haus voll, und das Krankheit im Haus, das ist mies, wenn das so viel, einfach gesagt, Junk im Haus. Und das ist die Welt, wo wir leben. Aber das Psalmist, David, was das geschrieben hat, haben wir bekannt mit Schubheiten. Und weißt ihr, was am noch bekannt wird? Pflichten von den König. Wenn die Regierung die Hänger an ist, und die will die anbringen, das ist, wo David weiß, wo das geht. Er hat meist, finde ich, ja, die Pflicht von König Saul. Immer ran, immer Pflichten, immer sich verstärken. Sogar fertig in die Caves, in die Hellen, wo in Israel werden. Und fertig noch jeden die Verluste erlernt, verstärkt sich durch. Und muss sich irgendwo verstärken mit seiner Manataub. Und er hat wenig, bloß dort, wo vielleicht genutzt für den Tag, wo die gefehlt haben, zum Eten, zum einen Tag war er merken. Die Schrift ist morgen, Gott ist mein Hort, mir fehlt nichts. Er hat vielleicht 3 Tage nach der Idee, dass er ein junger Bengel wird wir sein, ein Plottisch, ne? Dann hat er seinen Futter, Jesse, seine Schub geheilt. Weißt du, wer noch ein Schubhort ist? Jesus Christus sagt sogar, ich sehe die Schubhort. Meine Schub kann meine sterben, die kann mich. Und ich gehe dir vorab und ich finde gute Wert für dich. Vielleicht hat Jesus an diesem Psalm 23 gedacht, was er den Helden Jesus David eingegeben hat. So tausende Jahre vor Jesus Christus. Ich glaube 1500 Jahre vor Jesus Christus, wie kenne ich David. Wie sagt David, Gott ist mein Hort, oder mein Schubhort, mir fehlt nichts. Niemand von uns fragen, warum fehlt mir nichts? Oder warum fehlt David nichts? Weil ihr seid recht verantwortlich, wegen er hat Gott. Die sind gewarnt, wir lesen bloß, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hort. Auf Englisch, the Lord is my shepherd. Weet je, some Übersetzungen haben es gecatcht. Weet je, wo in Israelit oder in Hebräer dort wird sein? Weil Gott mein Hort ist, fehlt mir nichts. Because the Lord is my shepherd, I need nothing. Weil Gott mein Hirte ist, mangelt mir nichts. Oder weil der Herr mein Hirte ist, mangelt mir nichts. Dort wird Mathe sein, weil Gott mein Hort ist, nicht der Haft der Fahrer ist meine Meinung nicht so, die bedient nicht mehr als ich. Ich stehe bloß, Gott ist mein Hort. Aber das wird weil viel zur Hand geschrieben, viele Übersetzungen haben es gecatcht, dann sagt er, weil Gott mein Hort ist, fehlt mir nichts. Alles ist dann nur Nummer 2, wegen Gott ist Nummer 1. Wenn nie ein Pickup, das ist Nummer 2. Oder vielleicht even, das soll vielleicht Nummer 10 sein, nicht so? In ferner Form, dort ist Nummer 10. Schmucke Kleider, Nummer 500. Ich sage nur, dass die einwarten, wenn ich nicht die Gesundheit habe, dann das meiste taugt gleich. Was von Haus die hast, was von Vordicht die hast, wo die Menschen bist, das alle
das zweite, wegen der Gesundheit, als das erste, nicht so. Aber hier sagt er, Gott ist Nummer 1, Gott ist das erste. Und wegen mein Hort ist, fehlt mir nichts. Ich bin zufrieden mit Gott. Nicht was dort, wer jaft uns alles? Gott selbst. Wer hat uns gemerkt? Gott. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, ich hatte Boots, die noch alt waren und die waren zu klein geworden. Das kleine Johnny, der bet für neue Boots. 2 Wochen later hatte ich neue Boots. Ich weiß, ich komme durch die Eltern. Die haben mir Boots gekauft. Aber ich sehe, Gott Dankeschön für diese neue Boots. Ich bin vielleicht 8 Jahre alt. Wer jaft uns alles? Gott. Wer jaft uns die Luft, dass wir können atmen? Gott. Wer hat uns das Hort gegeben, was die bumsen dat? 1000 Mal am Tag. Duizenden Mal am Tag und der hat so viel Blut pumpen? Gott. Wer jaft, dass wir denken können? Klonen können? Gott. Wie sagt David, weil Gott mein Schubwort ist, fehlt mir nichts. Ich will schließen mit diesem Gedanken, als Moses geraubt wird, um die Israeliten in die Gefangenschaft rückführen von Ägyptenland, dann sieht Moses, oh Gott, ich habe noch eine Frau. Wenn die waren Frauen, wer hat die geschickt? Was soll ich sagen? Sagt Gott ganz klar, ich sie. Der, was ich sie ist, wer hat die geschickt? Ich bin. I am auf Englisch. Was bedeutet I am, oder ich sie, oder ich bin? Ich bin, der ich bin. Ich sie, der ich sie. I am, that I am. Well, hij is alles. Fehlt die ein Doktor? Gott ist der Doktor. Fehlt die Rot? Heißt der Rotgeber. Fehlt dat die frei was? Heißt der, was der frei macht. Fehlt die ein Heiland? Heißt uns Heiland. Fehlt die te bezarien? Fehlt die verzarien? Heißt uns Versaria. Fehlt die Fried? Heißt der Friedgeber. Fehlt die Leib? Hij jaft nicht bloß Leib, hij ist Leib. Kann ihr hören? Wenn Gott sagt, ich bin, das meint was alles, ich bin alles. Ich sehe alles. Das warum die Schubwort David hier sagt, Gott ist mein Schubwort. Mir fehlt nichts. Ist das nicht wundervoll? Jemand hat gesagt, wenn du Gott hast, dann fehlt dir nichts, wenn du hast dann alles. Das wird noch einmal sein. Wenn du Gott dich hast, dann fehlt dir nichts, wenn du hast alles. Once you have God, you don't need anything, because you have everything. Mag Gott die segnen, möchte die Mut geben, Frieden, Trost. Schickt es wieder, das sind Menschen, die fehlt es zu hören. Aber Gott ist ein Gott. Er hat nicht bloß ein Leib für die, aber er leicht die. Er will mit die tot sein. Er hat nicht gegen die. Warum? Wegen den Sehen Jesus Christus hat dort auf sich genommen, was gegen anstand, und hat das betont. Und nu ist Gott zufrieden. Zufrieden mit dem Schuldsadel, was er gestrickt ist. Amen. Mag Gott ihn segnen von Deus Mars und schickt es wahrlich wieder.